Schönen guten Mittag. Alle mal verteidigen, wichtig Remarke zu machen, die uns alle Guten auch konzerniert. Wir sind als Hunter eine Monat an einer ganz außergewöhnlichen Situation, eine Situation, die uns Land hinter dem Zweiten Weltkrieg nicht kannt wird. Wir mit März müssen Mesuren holen, ganz sehr Mesuren holen. Wir ganz sehr müssen die Leute gegen den Virus organisieren. Wir ganz sehr müssen reagieren. Und wir haben am Anfang Eisen Alltag von heute auf morgen. Alle Gute müssen drastisch ändern. Das ist eine nationale Solidarität, die gefroht ging ist. Und ich muss sagen, dass man auch eine nationale Solidarität zusätzlich hat an Hund, die funktioniert. Ich meine, das kann in Haut auch behaupten. Wir haben nicht fertig gebracht, den Virus unter Kontrolle zu halten, keine so Situationen zu haben, wie wir sie direkt hier an der Grenzregion gekriegt haben. Wir haben eine Situation gehabt an Hund, wo unser Gesundheitssystem packt. Und das ist der Verdienst von jedem Einzelnen. Und die Prämisse muss auch in Zukunft richtig bleiben. Wir müssen weiter diszipliniert bleiben, für zu verhindern, dass wir ein paar Wochen die Situation kriegen, die wir wirklich wollten evitieren und alles tun, gemacht und für eben nicht an schreckliche Situationen auch zu kommen. Wir haben die Entwicklung vom Covid-19 fest am Blick. Alle Regierungen sind darauf konzentrieren. Und weiter wird das auch die Monitoring sein, die für uns wirklich immer Prämisse bleibt. Wir haben aber nicht just den Virus am Blick. Wir haben auch schon die letzte gesagt, dass wir uns bewusst sind, dass in einer außergewöhnlichen Situation auch an die auch schon ein paar Wochen lang dauert, auch mit Konsequenzen mitzuspringen. Das heißt, Nebenwirkungen, nach Kollateralschäden, die ja auch in Realität sind. Wir wissen, dass ein Gritsch von Leuten ganz stark leiden unter dem Konfinement und dass es auch ganz schwere Situationen gehen, ob das psychologischer sind, die durch den Isolement sind, an die Sinn nicht zu unterschätzen. Wenn die Situation sich also wie lange zieht, wird am Anfang auch zu mehr problematischen Situationen geht. Und dafür müssen auch die Frauen weiter an die Probleme auch weiter an den Ahn behalten gehen. Wir sind am Moment an einer Situation, wo wir zullen noch gucken, an die Evolution eben auch vom Virus, dass wir können an eine neue Phase kommen, an einen Ritsch von Mesuren können noch heute annoncieren. Wir haben die letzte, die ist ganz viel und den Donner geschafft, dass keine Mesure, die einfach geholt gehen, weil gesagt gehen, dass du musst eine Mesure geholt gehen, mit das ganz viel analysiert gehen. Und ich kann nicht sagen, dass wirklich das Monitoring das auswärts gezielt wird, was zählt, wird bei allen Mesuren, die wir holen, auch weiter zählen. Wir müssen eben gucken, wie wir lösen, eben nächst an einem Leben kommen, wo wir ein bisschen mehr Normalität kriegen, wie das gestern der Fall auch war. Und wir schaffen da, wie auch das von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, rekommandiert wird, erfassen. Nein, es kann nicht sein, dass morgen nicht alles abgeht. Es kann nicht sein, dass morgen nicht alles normal ist. Das geht nicht. Wir wollen den Risiko also so klein wie möglich halten, für das alles gemerkt wird, für das eine Verbreitung vom Virus auf jeden Fall nicht eine Realität gibt. Das heißt, es geht darum, dass wir los TV gehen, wo verschiedene Sektoren dann auch eben relanciert können gehen. Wir müssen dabei auch aufweihen, wo Prioritäten liegen am Funktionament auch von unserer Gesellschaft, wo der Kollateralschutz, wie ich wieder noch beschrieben habe, von dem Konfinement auch am höchsten ist. Demlo sind wir an den nächsten Wochen ganz eben und die Evolution vom Virus an und Kapazität von den Betten und eben auch eben von den Intensivbetten und dem Monitoring gebunden. Das ist der Lien an Conditions sine qua non für verschiedene Mesuren können zu holen.
dafür ist die Wolle von den Tester auch ein wichtigen Wolle von dem ganzen Dekonfinementsprozedur an Madame Gesundheitsminister, ich werde da noch mehr an den Detail können gehen. Daneben haben wir den Morgen auch am Regierungsrat festgehalten, dass es wichtig ist, dass die psychosozial, die gesellschaftlich, die ökonomisch, die sozial, das heißt, all die verschiedenen Wollen auch diskutiert, das heißt, dass wir auch eine Gruppe kreiert haben, so eine Kommission konsultativ von verschiedenen Leuten, von 8 Leuten, die wir werden auch regelmäßig konsultieren, für eben auch die Puls von denen zu kreieren, vis-à-vis von den Reperkussionen, wie ich vorhin auch gesagt habe. Das sind Experten aus der Ethik, der Psychologie, der Sozialwissenschaft, mir auch zur Seite von der Chambre des Salariés zum Beispiel, oder auch von der Chambre de Commerce oder nach vom Handwerk. Für uns ist es wichtig, dass so Gremien do als für auch eine Plattform zu sein für einen Échange mit ihnen zu haben. Die Komposition von dem Gremien wird auch in kurzer Zeit publiziert gehen. Das heißt, wir haben eine Strategie ausgeschafft, wie man den nächsten Tag auch Wochen am Anfang an Wochen, das sehen wir auch, wie Disziplin dann nur auch nach weiter geht. Wir können aus dem Konfinement rauszukommen. Die erste Phase fängt den 20. April an, also diese Montag. Den Moment geben auch nämlich Chantier abgehen, die geben funktionieren. Das bedeutet, dass Betriebe aus dem Bau, aus der Renovation, der Transformation den Moment können schaffen, an Chantier können abgehen. Das gilt auch für die Leute, die auf den Chantier schaffen, ob das Entrepreneure sind, aber auch zum Beispiel Handwerksbetriebe oder die auf den Chantier okkupiert sind. Allerdings, und das ist ein Konsigne, die an der nächsten Woche an Maint auch als generell begleiten, die Regeln an die sind anzahlen. Und ich werde dann nur auch mehr spezifisch auf die Regeln eingehen. Das betrifft, wie gesagt, die Distanz, die zu respektieren ist von denen 2 Meter, die wichtig ist, und auch selbstverständlich all die anderen Regeln von den Gestbarrieren, die man auch aber auch wie zum Beispiel die supplementäre Barriere von dem Mundschutz, den auch wirklich für uns wichtig ist, für auch die anderen zu schützen. Wir gehen bei dem Dekonfinement ganz vorsichtig für, weil wir das Risiko wollen, müssen auch klein halten, also die Chantiers sind Sektor, wo Lützeburg am Anfang ernst ist, als wir auch Notbeschländer, die wissen, dass an den Notbeschländer Chantier nicht zugemerkt sind. Wir bereuen nicht, dass wir Chantier zugemerkt haben. Ich will das direkt sagen, wir regretieren es nicht. Für uns wäre es richtig, wenn wir Konfinement auch so, die Konfinement auf diesen Plätzen auch zu limitieren. Aber, wie gesagt, so groß wie möglich zu haben, die Konfinement, und dann eben auch Chantier zugemerkt zu haben. Wir sind der Meinung, dass de Lo auch eine Möglichkeit besteht, für die abzumachen. Wenn man von so Aktivitäten schwätzt, natürlich auch von Aktivitäten, die draußen stattfinden, werden auch Gartenarbeiten können lanciert gehen, das heißt auch Paysagisten, Pepinieristen, an Jardinieren, die dabei zu schaffen, aber auch nicht einkehr am Respekt von den Regeln, die definiert gehen auch mit den Föderationen. An der ersten Phase sollen auch die Kommerzen von Bricolage, das heißt die sogenannten Baumärkte, können abgemerkt gehen, das nach einkehr am Respekt von den Mesuren. Das gilt auch dann ab Ende für die Recyclingzentren, die nicht abgehen, das ist ja über zirkulär gemerkt gehen von den Ministern, das heißt, das war nicht bei am Reglement du Kal, das heißt, wenn ein neues zirkulär rausgehen, dass du die Recyclingzentren auch männlich werden abgehen. Aber wie gesagt, nicht einkehr mit den Mesuren von den 2 Metern an mit den anderen Bedingungen. An der ersten Phase gibt auch noch ein anderer Punkt auf hier geholt, dass den auch von der Assistance an Hölle für Kinder, an Familien, an Education, an darüber raus. Das sind Aktivitäten vom Office National de l'Enfance, das wichtig ist, eben für die Betreuung von den Kindern können zu assurieren, weil wir merken, dass es aber da auf verschiedenen Plätzen aber ein Bedarf da ist, für ein Suivi zu haben, den mehr aktiv muss sein, wie das im Moment auch der Fall ist. Das Phase dauert 3 Wochen. Das Phase dauert 3 Wochen, also das heißt, wir gehen als die nötige Zeit für Anfang. Die Inkubationszeit, wann Infektionen noch wären, können auch wirken zu losen. Das heißt, dass man nicht an einen
Situation kommen wann den nächsten 10 Tage, das 3 Wochen. Das aber ein kleine Exception dran an die as eben für Premieren am Sekundär oder Tresiemen an auch für BTS an Travapraktiken op der Uni. Du muss man wenn es dem Kalender für können Diplom auch können zu validieren eben die schon den 4. Mai nicht ugoen los. Kenne von einer fast 1 bis oder 1 Prim auch schwatzen, der das wie gesagt die wo nicht dann die 3 Wochen sind, für das man fast 2 Gifte kommen. Das heißt, die zweite Phase die Giften 11. Mai lanciert gehen. Da gibt es sekundär also auch die Lyceen nicht abgehen. Allerdings nicht komplett. Das geplant, dass die Schüler an 2 Gruppen an der Schule noch angedeelt gehen, die noch giffen Klassen an A und B-Gruppe sind, die dann noch giffen alterieren, die eng an Schulen, die einer dann eben Travail domicil und dann eben all 2 Wochen da giffen Switch auch gemerkt gehen, weil doch die Fälle eben noch für die Schülertransport also evitiert, dass du Jitverein du zusammen auf dieselben Plätzen gilt. Das gilt auch für den Fundamental, den dann an einer dritten Phase voraussichtlich der 25. Mai nicht soll lanciert gehen, den am Ende noch dann Kirchen an die Maison Relayen op. Das heißt, das Wichtigkeit zu erstreichen, dass man an den Schulen, an der Maison Relais auch für maximal Distanzen auch für die Sorgen, wie gesagt, auch die Distinktion von den Gruppen. Ich verweise auch auf den Edukationsminister, den Moore, 2 Uhr wird auch eine Pressekonferenz organisiert, wo eben auf der ganze Wolle edukativ auch wird angehen. Dieser Plan bedeutet weiter, dass die Bretouverture vom Commerce oder von der Horesca an der Phase nom 11. Mai gin analysiert, wie so net viersichtig schon können ein Datum zu gehen für zu so wenig dat lo ganz genau lo ass. Wir wissen aber, wie schwer das auch für diesen Sektor, für den Horesca, für den Commerce, für all die Leute, die nicht können schaffen kommen. Wir wissen, wie schwer das an wir noch de Morgen am Regierungsrat festgehalten, dass es weiter Hilfe muss gehen für die Betriebe, für die Professionen, die an Situationen kommen, wo die Chancen immer mehr klein gehen. Und da ist es auch Eisewunsch zu gucken, wie man da helfen können. Wir haben auch den Finanzminister gefragt, für den Wirtschaftsminister, am Mittelstandsminister, da als Proposen auszuschaffen, wie man da entsprechend, also so entsprechend Mesuren noch könnten holen, für denen können sie verbrechen. Wir wissen, dass es keine Hilfe gibt. Es gibt keine Hilfe, die so gut ist, wie ein Betrieb, der funktionieren kann. Nie. Für uns ist es wichtig, dass man dann nur auch nach Betrieben haben. Dass wir Leute haben, die weiter etwas abgebaut haben, auch weiter können das machen. Es ist auch mal wichtig zu unterstreichen, dass wir auch die Mesuren regelmäßig auch analysieren, aber an der Adaptation müssen auch gemerkt gehen, man selbstverständlich auch bereit sind, zu machen. Ich finde, von den Phasagen geschwärzt, dem nur wie das Monitoring auch ist, wird man bei verschiedenen Sachen können vielleicht sogar mehr sehen, aber gerade so gut auch vielleicht mehr lösen. Das heißt, Zahlen, die Monitoring, 12 von den Betten, 12 von den Kranken, mit das für allem 12 von den Betten, das heißt, wie viele Leute müssen aus zwei Intensiven kommen, das ist, was wirklich muss permanent analysiert gehen, aber was uns dann am Anfang erlaubt, an die nächsten Phasen auch zu kommen. Wir sind, wie gesagt, wenn die Situation sich besser entwickelt, können wir verschiedene Bereiche holen. Wenn die Situation sich verschlechtert, dann muss man verschiedene Sachen auch dann vielleicht für mich spät planen. Wie gesagt, die erste Phase, ich gesagt, sind 3 Wochen, die anderen Phasen könnten dann zum Beispiel an einem Rhythmus auch von 2 Wochen kommen, der das danach, wie gesagt, nur der Analyse von den ersten Phasen, was man noch können diskutieren. Das heißt, was einen allgemeinen Lockdown betrifft, für zu sagen, das River, man bleibt daheim, ist falsch. Nee. Der bleibt daheim als richtig, aber wie gesagt, da gibt es noch kein Changement, wie gesagt, für da zu sagen, dass das nicht mehr Realität wird. Wie gesagt, dass Lockerungen oder verschiedene Aménagements können geholt gehen, und das wird man dann auch für der zweiten Phase, den 11. Mai, auch können dann annoncieren, wann der Gifte geholt gehen, wie dann auch Gifte ausgesehen. Das ist nämlich wichtig, dass der soziale Kontakt so viel wie möglich weiter vermeidet bleibt. Das ist auch eine Realität. Wann den
bleibt, dann ist eben die Entwicklung von der Krankheit reduziert, was dann auch erlaubt, Anfang beide Phasen mehr sehr durchzukommen. Das heißt, das Prinzip von bleibt daheim, als nach immer mit den Selbstdispositionen, außer die Ausnahmen, die wir auch gesehen haben, an eben für schaffen zu gehen oder auch wir können eben an die Recyclingcenter oder Baumärkte zu gehen. Eng weiter wichtige Information ist, dass man bis den 31. Juli die großen Festivitäten, Rassemblementer, Evenementer nicht erleben. Das heißt auch national Feiertag wird das Jahr keine Zelebrationen stattfinden. Wie gesagt, auch größere Evenementer, ob das kultureller oder auch im Bereich vom Sport, soll bis den 31. Juli nicht organisiert gehen. Das ist wichtig für die Plansicherheit von den Leuten, die auch Sachen organisieren, zu wissen, dass, wie gesagt, den Datum, aus dem wir zurückgehalten haben, nach einem Jahr, wann die Situation sich nicht verbessert oder sogar verschlechtert, also möglich, dass sogar den Datum muss nach einmal verlängert gehen. Wir haben wir gemerkt, dass den 31. Juli, die wir den richtig werden. Ein wichtiger Aspekt, den ich schon beschrieben habe, aus dem von Mundschutz. Die Wolle vom Mundschutz, die wisst ja, dass es ein Gestbarriere ist, die supplementär ist, die ist wichtig, das ist ein Element von unserer Strategie, das von den Elementen von unserer Strategie, von Lös an Lös aus dem Konfinement rauszukommen, an dies Unaktivitäten sich können zu beteiligen. Den Mundschutz, an dem ihr gesehen schon Express nicht just Maske gesagt, weil verschiedene Leute meinen, es wäre just Masken, mit dem Mundschutz en general, als am Anfang ein Schal, das ist ein Schäsch, das ist ein Buff, das ist ein Fuller, das eine Maske hilft, am Anfang die anderen Leute auch zu schützen. Da muss ich auch wissen, aber wie gesagt, für uns ist das logisch, dass es auch wichtig ist, dass ich den Reflex, auch wenn durch Barriere gehen, wo als der Meinung ist, dass alle Chance muss da sein, für Barrieren können noch zu applizieren, dann auch eine Realität sollte gehen. Deswegen haben wir auch morgen als Regierung dezidiert, dass ab Mänden am Anfang da, wo die 2 Meter nicht können respektiert gehen, wo den direkten Kontakt dann zwischen den Mengen und den anderen ist, auch der Mundschutz, da wird auch obligatorisch gehen. Das zählt für die Geschäfte, die dann ob sind, das heißt, die zitiert gehen, das heißt, wo der Operationen machen geht, da wo der steht platziert, von der daheim herausgeht, für eine Aktivität zu machen, die eben in Kontakt ist mit anderen Personen, die dann nicht mal dir daheim wohnen. Wenn der allein an den Busch spazieren geht, muss da kein Maske unhut. Aber wenn der an das Geschäft geht, wenn der an den Sackhafen geht, wenn der auf Post geht, wenn der auf den verschiedenen Plätze geht, auf Bank geht, an den Kontakt von Männern wie 2 Meter, als gebeten eng Maske, als obligatorisch eng Maske unzut. Das zählt auch für den Markt. Für den Markt, weil man pertinent wissen, dass sie nicht kann bezahlen an einer Distanz von 2 Meter auch halten. Das heißt, für den Markt, für all die Aktivitäten, die da machen geht, die wo der Ackhafe geht oder wo der dann an Kontakt sieht mit einem anderen, den Firmen hast, die nicht bei ihr daheim wohnt, oder auch obligatorisch als am öffentlichen Transport, ab Mänden als der Mundschutz obligatorisch. Ab Mänden, wie gesagt, obligatorisch. Ob der Schalas, ein Schasch, ein Buff, ein Fuller oder wie gesagt, ein Mask. Wir sind uns bewusst, dass es viel froh gehen, wie können den und die eine oder die andere Protektion, wie gesagt, wenn den Schale, Buff, Fuller etc., ich kann es nicht alle könnten abzählen, eigentlich geht das. Wir wissen aber auch, dass verschiedene Leute Masken brauchen an Mengen, dass das auch eine efficace Manier wie. Ich kann ich wirklich just rekommandieren, dass den Buff oder der Mask, den am Anfang ein Stoff aus, den ich noch kann waschen, den ich kann reutilisieren, wann nicht besser sogar alternativ auch aus. Auf jeden Fall auch eine gute Alternative ist, wie gesagt, die chirurgischen Masken werden wir noch dezidiert, all Bürger Kit der Depart zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir sind am Gang mit den Ministern, am Gang mit Civicol, auch dafür eben Distribution, auch können zu organisieren an den nächsten Tag. Das heißt, den männlich Schalen hört, als auch kein Problem, muss ich nicht eine Maske auch rundholen. Mit der Tisch da sehen, all Bürger an diesem Land von ihrer Gemeinde über den Staat, den der dann eben auch zur Verfügung stellt, Masken werden kriegen an den nächsten Tag. Nicht nur mit Bürger.
Wir sind noch der Meinung, dass es wichtig ist, dass ein Betrieb, wo eben auch nicht die Distanz von 2 Meter als auch die Möglichkeit besteht, dass ihn auch an seinem Betrieb oder Moes schon nicht von der Chantier geschwärzt, Moes Chantier, also normalerweise passiert, aber Moes, also vielleicht an einem Espace, der mehr konfiniert, auch als, wenn ihn auf der Chantier fährt, da ist es wichtig, dass ihn dann auch Masken unhört. Da, wo die Distanz von 2 Meter nicht respektiert geht, gibt die Regel, dass Maske oder der Mundschutz dann auf jeden Fall muss ugedoe gehen. Da, wenn sie, wie gesagt, wir sind am Gang über die logistisch frohen nach die Lechtpräzisionen zu hun für das Mu kann noch eine Distribution gemerkt gehen. Wir sind Pferdespurcht Stock von 6 bis 7 Millionen ungefähr Masken eben do an Distribution noch können zu gehen. Das heißt für die Bürger und noch für die Leute, die heute zu Lützeburg schaffen. Da, wenn sie, wie gesagt, hier sind die verschiedenen Mesuren, die man geholt haben. Wie gesagt, ein permanente Monitoring von den Zahlen. Wir probieren die Mesuren los zu holen. Das ist ein Lützeburger Modell, das nicht, dass sie guckt, was gut ist bei dem Engen, dann unbedingt muss direkt hier gemerkt werden. Ich meine, wir verschiedene Decisionen geholt, wo man mehr weit gegangen sind wie andere. Sie verschiedene Decisionen, wo man lo vielleicht holen, die den einen schon geholt hat oder wer holen. Für uns ist es wichtig, wie gesagt, das Monitoring von den Zahlen von Intensivbetten für die nächste und die nächsten Wochen. Wie gesagt, das heute ist eine Prozedur, wo man aufhängen, ein Dekonfinement zu machen. Es darf nicht ein Kurs oder Dekonfinement sein, wo ihr meint, dass das erste Land, das alles abmischt, dann einen Kurs gewonnen hat. Es geht um die Sicherheit, es geht um die Gesundheit von unseren Bürgern. Da, wenn sie die Regierung hat, die Verantwortung überholt, für Mesuren zu holen, die vielleicht streng waren, sack waren, mit der Refugietverhängung war, und da, wenn sie die Mesuren, die Lockerung von verschiedenen Mesuren wird nicht von heute auf morgen sein, mehr etappeweise an der heute als die erste Etappe. Aber wie gesagt, ich zähle auf Schiedverhängen, sei Verständnis. Das ist ein Deal von dem Dekonfinement ist. Wenn von heute auf morgen zählen ist, alle negativ sind, können wir nicht den Dekonfinement machen, den wir planen. Da ist es wichtig, dass wirklich die Regeln, die festgehalten sind, von Schiedverhängen auch respektiert gehen. Aber wie gesagt, ich zähle auf Schiedverhängen, sei Verständnis, sei Bewusstsein, sei Disziplin, auf jeden allem Respekt. Vis-à-vis von den anderen Mitbürgern. Madame Gesundheitsminister. Ja, merci. Guten Mittag. Ich wollte doch unterstreichen, wenn wir heute stehen, wo wir heute stehen, das heißt, dass wir können abmachen, dann ist das, weil die Mesuren, die wir geholt haben, das bräuchte, was wir uns erhofft haben. Wir konnten das am Anfang nicht wissen. Wir seit den letzten Tagen wissen wir es, als Zahlen schwätzen. Wir suivieren Situationen hier im Land ganz genau, zusammen mit unseren Forschern, mit den Experten, mit den Statistikern. Und wir sehen ganz genau, dass Zahlen zurückgehen. Das ist wichtig, weil wir drunter hätten nicht können diese Schritt holen. Die Ungewissheit, die wir über die letzten Wochen an dich hatten, die wird uns noch begleiten. Wir kennen diesen Virus nicht. Wir müssen ganz viel au jour le jour machen, mit Vorsicht. Wir sind als klar, mit allen guten zusammen einen Erfolg gemacht, die sich Früchte gedroht hat. Wir sehen, dass die Zahl der Neuinfizierten zurückgegangen ist. Das schon seit dem 25. März. Es ist ein ganz klarer Knick an der Kurve, dass das, was wir uns erhofft haben, und dass das, was angetreten ist. Selbst gesagt, seit 5 Tagen ganz klar, dass die Belegung an unsere Spitäler zurückgeht. Das heißt, den Druck lässt noch. Wir sehen, dass der Draufruf von der Zahl von Infizierten sich auch wirklich an den Kliniken rumspiegelt. Und wir mittlerweile bei 200 Leuten sind, die an der Klinik leiden. Positiv ist auch, für bei positiven Sachen zu bleiben, dass man mittlerweile ganz viele Leute und die Kliniken verloren haben. Der Virus ist schlimm, das ist dramatisch, nicht schon ganz viele Opfer gefordert. Wir leiden bei 67 Todescher Stand heute, der Stand gestern. Das sind wir auf dem Tag aktualisiert. Das ist viel für ein Land wie Lützeburg. Nichtsdestotrotz sind ganz viele Leute, die den peniblen Weg an die Klinik auch nicht Konto verlosen. Mittlerweile haben 486 Leute nicht heimgehen aus dem Spital. Die sieht, dass ein Flü, der lebt. Sie wohl Leute am Spital, mit ganz viele Leute haben auch gepackt. Wenn wir heute, wo wir stehen, dann ist das allerdings auch, weil die Situation noch immer nicht rosig ist. Wir können uns nicht erlauben, heute alles nicht abzumachen. Der Virus ist da, und wir werden noch lange mit dem Ernst gehen. Der Virus ist auch noch nicht maîtrisiert. Wenn der internationale Rapporten liest und guckt, da sieht er, dass die Situation nach wie vor beunruhigend ist. Es gibt keinen Impfstoff, wir sind noch nicht über die Birch. Das heißt, alles, was wir machen, muss man mit größter Vorsicht machen. Ein kleiner Schritt, die wohl evaluiert sind.
Wir haben Handbrems gezogen gehabt, denke alles aufgefordert, wird sein Effekt gewesen. Du hast schon mal etwas gelehrt. Wir haben gelehrt, dass effektiv der Kontakt das wesentlich ist bei dieser Sache. Der Virus überdreht sich von einem zum anderen. Er überdreht sich ganz schnell, aber man mehr außer Nähe bleiben, wird man mehr an als gewöhnlich holen, das Distanz zu respektieren, wird man besser durch die Sache kommen. Es geht darum, den Virus mehr los zu machen, dass er nicht so schnell spricht, wie ihn das machen, weil mehr als beholen, wie man das gewinnt waren, Joran der. En même temps muss man lernen, mit dem Virus zu leben, für was, weil der Stillstand, den man hatte, mit der Handbremse, die man gezogen hat, natürlich nicht denkbar ist an der Dauer. Da hätte man Kollateralschuld auf allen Ebenen an unserem gesellschaftlichen Leben, aber auch am Gesundheitswesen, muss in irgendwo los an eine Normalität zurückfinden. Wir müssen also lernen, mit dem Virus zu leben, und sind noch sicher, dass wir das können, weil wir das ja gewissen über die letzten Wochen, dass wir schon die nötige Disziplin können aufbringen, für als Gewöhnlichen zu ändern. Covid abläuft gefährlich. Das ist ein Grippevirus wohl, wir haben eine Todesmortalität, die engem Angst mischt. An die Zahl, die wir am Land tun, die wäre viel, viel mehr hoch, die wäre dramatisch, wenn wir nicht die Mesuren geholt hätten, die wir geholt haben, für das ganz anzudämmen. Das ist eine Todesmortalität, die erschreckend ist, dass ein Virus, wenn er sich nicht wirklich enkadriert, dann sich bemüht, loszuhalten, die seinen Afferwert fordern, Wert auch fordern, mehr als Ziel, also die Zahl so niedrig wie möglich zu halten. Der Virus ist auch belastend für unser Gesundheitssystem. Das ist eine ganz schwere Krankheit. Die Leute, die da durchgegangen sind, die wissen, wovon sie schwätzen. Es ist nicht einfach, Komplikationen vom Covid zu durchleben. Und das ist auch gar nicht einfach für das Personal an den Spitälern, am Pflegesektor, die mit den Patienten konfrontiert sind. Das ist eine schwere Krankheit, muss ich nicht wissen. Also nicht auf die Lichtschüler holen. Das, was wir wollen, ist durch eine Solidarität, die wir alle zusammen aufbringen, durch Routinen, die wir rausgehen, durch Vorsichtsmaßnahmen, die wir rausgehen, eine zweite Welt zu evitieren. Mit einer ersten Welt kann ich so ein 100 Eis, und die Welt ist relativ durchgewischt. Lo geht es darum, zu evitieren, dass wir zu viel frei und zu viel euphorisch loslehnen und dadurch eine zweite Welt generieren können. Das heißt, es gilt weiterhin, Kontakte aufzuschrauben, weiter auseinander zu bleiben, als Barrieren mehr wie je zu observieren, weil wir mehr werden zirkulieren, alle Aktivitäten, die wir beischalten, feiert unweigerlich dazu, dass wir mehr Zirkulation in unserer Gesellschaft kriegen. Also ist es extrem wichtig, dass wir als Barrieren beibehalten, dass wir das Risiko darauf können drücken, für das Virus weiterzugehen und dafür auch eben eine zusätzliche Barriere, von der wir schon für eine anderthalbe Woche gesprochen haben, die noch international rekommandiert wird. Das heißt, wenn in einer Gesellschaft, wo in die 2 Meter nicht unbedingt kann respektieren, dass es wirklich einen Mundschutz gibt, für noch eine Zusatzbarriere anzubauen und so Mann wie möglich Risiko zu haben, für wirklich das Virus auf sein Geneva weiterzugehen. Was bedeutet Step by Step vorgehen? Weil das bedeutet für allem, das ganz genau am Ende zu haben, was geschieht. Wir werden Barrieren haben, wir werden als Disziplin weiter haben und auch brauchen. Wir müssen aber auch die vulnerablen Leute weiter schützen. Es gilt wirklich zu gucken, wie ihnen das Leben irgendwo kann angenehm halten und trotzdem sie zu schützen, weil sie sind die, die am meisten exposiert sind. Dafür mal ganz starken Akzent, schon seit 1-2 Wochen, auf dem Pflegepersonal, was rund um vulnerable Leute aktiv ist, für sie intensiv zu testen, quasi systematisch zu testen, sobald sie Symptome haben, sobald sie auch in Kontakt sind mit Covid-positiven Leuten. Und da haben wir entretan die nötigen Mittel für wirklich diese Teststrategie wirklich weiterzuführen und auch verstärkt weiterzuführen. Es gilt auch darum, die Reorganisation, die man in unserem Gesundheitssystem gemacht hat, beizubehalten. Wir müssen alles umstellen auf Covid-Patienten, die nicht einfach so mischen mit anderen Patienten. Das ist eine grundlegende Umänderung, die wir gemacht haben, mit ganz separierten Filieren, mit Listenreserven von Leuten, die am Standby sind. Auch das muss man beibehalten, weil es geht wirklich darum, auch da alle Risiko zu evitieren, für wirklich die Flüge getrennt zu halten und nicht Leute an Gefahr bringen durch einen Mix von Flügen, die wir um Terrain hätten. Wir haben als Intensivbetter Radar, wir gucken ganz genau, wie sie belohnt sind, wie es evoluiert, ob wir das packen, wie man Personal ist, rund an der Pflege, ob Leute das gestärkt kriegen. Ich habe das viel drüber gesagt, wir haben mit ganz schwer Kranken zu dienen, wir haben mit Leuten zu dienen, die intubiert sind. Das ist nicht einfach zu stemmen an einer Klinik, das ist mit ganz viel Aufwand verbunden. Das ist auch moralisch nicht einfach für die Leute, die da am Einsatz sind, sodass ich viele Faktoren muss monitoren. Nicht nur allein die Unzahl von Betten, auch Medikamente, die gebraucht gehen. Es gibt kritische Medikamente, die gebraucht auf den Intensivstationen. Auch da muss man einen Blick drauf haben, dass wir wirklich am geringen Bereich bleiben.
Wir müssen gucken, dass man die nötigen Leute bereit tun, für Service zu ausführen. Das heißt, lebt darüber raus, dass wir auch weiterhin tagtäglich am Kontaktwerte sind, mit unseren Spitälern, mit unseren Doktoren, für sicherzustellen, dass alles am geringen Bereich bleibt. Disziplin an Organisation als eng Sache, mit muss ich noch investieren. Und wir haben ganz stark investiert. Ich will es rappellieren, Lützeburg als Spitzenreiter am Testen. Wir testen, da werden wir doch weiterhin machen. Wir sind weltweit unterstützt und haben da ein ganz gutes Bild von der Situation in unserem Land. Das möchte also mehr einfach, wirklich los aus dem Konfinement rauszugehen. Weil wir eine Vue über Testen haben von den Leuten, die positiv sind. Wir viel testen, können wir auch ganz gezielt die Leute, die positiv sind, rausisolieren und an die nötigen Maßnahmen holen. Es bleibt eine Dunkelziffer, das ist klar, das kann ja nicht die ganze Bevölkerung testen. Wir leihen weit viel. Wir testen 3-mal mehr wie als Deutschschnuppern, wir testen 4-mal mehr wie als Belgschnuppern und um die 7 oder 8-mal mittlerweile mehr wie als Französischschnuppern. Und das werden wir auch weiterhin machen. Testen, was bedeutet das sind sich zwei verschiedene Sachen. Ich hatte schon angedeutet auf der Pressekonferenzen, das sind Diagnostester, da gibt es verschiedene Typen, das sind die wir am Ersatz tun. Das ist ein Diagnostest, das ist ein Test, den einfach hilft feststellen, ob eine Person den Virus hat, gerade oder nicht, ob ein aktiv ist am Moment oder nicht. Eine Person, die positiv getestet ist, gilt zu isolieren. Das nicht weiter ausstechen, gilt doch zu gucken, mit wem sie in Kontakt war, für die Leute rundherum sie gegebenenfalls zu schützen und auf der Radar zu holen. Und das ist eine ganz wichtige Mesure, die muss man unbedingt weiterführen, am Ende auch dementsprechend abgestaltet, dass man das in der nächsten Phase wirklich verstärkt können machen. Die Idee ist auch für an dem großen Sektor, der wird abgehen, dem Bausektor, sozusagen ein Foto zu holen, ein Echantillon zu holen, und das Leute mehr systematisch zu testen, für das sie direkt am Anfang von der Phase, wo wir so abmachen, eine Idee kriegt, wie viele Leute positiv sind. Und es geht nicht nur darum, eine Idee zu haben, aber auch zu sehen, wenn das inquietant wäre, wenn du ein anormal hoher Prozentsatz wäre, dass sie wirklich kein Flächendecken so einen Sektor testen und dann eben dementsprechend filtern oder Mesuren adaptieren. Das sind Moyen, die wir als Kind haben, die sind natürlich tributär vom Material, die wir haben. Wir sind Stand heute zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Wir haben gute Lieferungen gehabt, haben wir sie gut abgestellt, für auch ob der Teststrategie so weiterzuführen, wie wir sie gestartet haben. Neben der Diagnose, die darauf hinzielt, eben den Covid-positiven Patienten zu erkennen, an den zu isolieren, sind wir auch lanciert, mit dem wir den Monitoring nennt. Das ist ein Test, den ob eine Blutanalyse beruht, wo es darum geht, festzustellen, ob eine Person die Covid hat. Wir wissen, dass viele Leute den Virus haben, ohne zu merken. Gott sei Dank sind die meisten Leute auch nicht krank, nicht krank davon. Allerdings ist es wichtig zu wissen, wie viele Leute an unserem Land den Virus schon hatten, aber wie viele rund 14 Tage, nachdem sie den dann hatten, auch schon eine Immunität abgebaut haben. Das heißt, Antikörper an ihrem Blut vorweisen. Das ist ein Test, den läuft, wo wir ein Echantillon, das ist nicht schizophren, aber ein Echantillon, den zusammen gesagt, dass so, dass repräsentativ ist für das Land, dass wir den auftesten, und das wird dann von heute auf 2 Wochen wirklich ein ganz gut Vue gehen, wie weit dieser Virus schon heute verbreitet war, aber wie viele Leute stand dann von Logesinn an 2 Wochen auch schon Antikörper abgebaut haben. Das Leute bitte weiter, wie wir gehen an die Immuntests, werden wir auch weiterführen. Und der ganz viel abgehäft, dann sind wir wirklich gut abgestellt für tout au long von den einzelnen Phasen, die kommen, das wirklich können anzusetzen, ganz genau zu monitoren, wie die Situation ist. Das gibt also ein gewisses Sicherheitsziel, ist ja, dass irgendwann viele Leute den Virus hatten und nicht mehr gefahren sind, aber da sind wir noch nicht. Und attendant muss ich das also wirklich ganz genau suivieren, und das macht man auch an einer ganz guten und engen Zusammenarbeit mit der Recherche im Land, die auch die nötigen Erkenntnisse können wir dranbringen und auch sich wirklich dafür laufenden Hallen, was die neuesten Erkenntnisse an der Forschung sind, für dass wir die können so schnell wie möglich noch Matten unterstützt von Plüttern, von denen die dabei sind, da können wir bei uns abschließen lassen. Voilà, ich bin zuversichtlich, dass wir eine ganz gute Basis von in unserem Land, dass wir gut aufgestellt sind. Wir brauchen weiterhin Disziplin, wir brauchen auch weiterhin Vorsicht. Jeder muss vorsichtig bleiben. Ich gebe von meiner Seite von allem auch den Kranken Courage wünschen. Ich weiß, dass es alle Krankheit ist, ganz viel Courage an sie. Ich hoffe, es gibt Ihnen Hoffnung zu sehen, wie viele Leute doch wirklich, wenn sie bis am Spital landen, da Awareness rauskommen und das Hand zu spüren tun.
En attendant auch ein ganz große Merci und Personal. Sie sind echt auf Front bei dieser Sache. Sie sind Hoffnung von den Leuten, die am Spidol sind. Ihnen ein ganz große Merci für die Arbeit, wie sie leisten, das beruhigend für als Bevölkerung zu wissen, dass sie an guten Händen sind, wenn sie bei uns an Spitäler kommen. Wir haben ganz motiviert Personal, auch wirklich remarkablen Ansatz, bald keine Absenzen. Also das wirklich schön zu sehen, was du für eine Solidarität da ist, was für eine Motivation nach immer du hast, für wirklich den bestmöglichen Service zu gehen. Voilà, das wäre von meiner Seite. Es sind positiv haut. Ich denke, dass wir das packen, wenn wir das alles richtig und gut zusammen machen. Merci, Herr Thiel. Okay, Frauen dann von der Presse, angefangen mit Kontakt. Est-ce que le port d'un masque sera-t-il obligatoire aussi dans les écoles? Wie gesagt, den Edukationsminister muss eine Pressekonferenz, wo er noch erklären wird, am Gang auch zu machen. Wie gesagt, wo Distanzen von 2 Metern nicht respektiert gehen, wird auch die Maske obligatorisch sein. Und wie gesagt, du hast nicht auszuschließen, dass das auch in verschiedenen Situationen kann der Fall sein. Wie gesagt, das ist ein Unterschied zu an einem Klassensaal oder an einem Schülertransport oder an anderen Möglichkeiten. Une question de Passaparole à Magazine pour Madame Lénart. Quelle procédure vous prévoyez de mettre en place pour déclarer une personne guérie après la quarantaine et comment vous allez faire le choix des personnes pour le test asymptomatique? Ja, 2 verschiedene Fragen. Wir sind nach wie vor für eine Person, die als geheilt gilt, auf dem Stand, dass wir eine Präsumption haben. Das heißt, ab dem Moment, wo positiv getestet ist, gilt ein Delay von 14 Tagen plus dann 40 Stunden ab Manste ohne Symptome abzuweisen. Das ist eine Präsumption, das ist nicht 100% geheilt. Dafür können wir das auch nicht ausweisen als Person guérie, weil das wäre wissenschaftlich nicht korrekt. Aber das ist aber die Rekommandation, die wir applizieren, die international vorgehen aus dem Moment. Die zweite Frage war... Comment vous allez faire le choix des personnes pour le test des asymptomatiques? Ja, das ist für den Immuntest, den der ausschwätzt. Da gibt es ein Echantillon geholt, den am Fungol gut nicht auf Symptomen basiert. Der basiert auf einem Echantillon von unserer Bevölkerung für eine Repräsentativität zu kriegen, geschlechtermäßig, altersmäßig und so weiter, wo am Fungol au hasard Leute getestet gehen, für zu gucken, wie die Prävalenz von dem Virus an der Bevölkerung ist. Une weitere Frage von Passaparole à Magazine pour M. Bettel. Quelles seront les propositions que vous allez emmener au Conseil d'Europe du 23 avril prochain? Also wie gesagt, für ganz ehrlich zu sein, wenn man das schwer für eine gemeinsame Exit-Strategie zu haben, wenn man keine gemeinsame Startstrategie auch hat. Ich hatte das vor Gespräch noch mit anderen europäischen Regierungen und Staatschefen, wo am Anfang auch gesagt wird, dass das wichtig wäre, dass man mit der Europakommission zusammen schaffen bei einer Rutsch von Mesuren. Schon von verschiedenen Ländern, wie in gut letzte besteht, die Kurve kriegt, für gesagt zu kriegen, sie geben das auch allein dezidieren. Wir sind heute der Meinung gewesen, dass sie einfach nicht weiterkommen. Wir verschiedene Länder haut nach wie Schweden, die noch immer kein Konfinement total haben. Das heißt, dass es einfach echt Einzelgänge wären. Und schwenkt wo kein Stehstunde von der Europäischen Union auf jeden Fall für die Koordination an dieser Krise zu haben. Dann eine Reihe Fragen von RTL. Die hat gesagt, dass bis zum 31. Juli keine grosse öffentliche Manifestationen mehr stattfinden können. Wie definiert ihr eine grosse Manifestation? An Zusatzfrage, als Ende Juli zurückbehalten gehen, wenn es da schon vor? Das hat schon bevor kein Aspekt, wenn ich hier konträr gesagt, schon bevor erstens organisiert nicht die Regierung, organisiert Gemeinde Lützeburg, die Gemeinde Lützeburg kann sowieso auch schon unilateral dezidieren, was man da schon bevor möchte oder nicht möchte. Zweitens ist den 31. Juli als geholt gehen, weil wir aber wollten eine Prävisibilität garantieren. Ich kann nicht sagen, dass das, was am August erlaubt wird oder nicht den 31. Juli dezidiert wird. Da wird mich schon am Mai oder am Juni können über das Monitoring wissen, was möglich ist, auch die Menge dann noch. Das heißt, das wird dann nur auch angekündigt gehen. Manifestationen sind die Großfeste. Das die Großfeste, wo Hunderte und Hunderte von Leuten zusammenkommen.
Dat ass dat wat net erlaubt das bis den 31. Wir werden vielleicht an mir gucken, ob en gewissen Lockerung kann 100 hecht, dass ihn aber kann sech mat nobren oder mat Leiitfleisch enker gesinn, wie wieso dat sind Decisionen, die man höllen, wann man bis 12 hunn vum echten Dekonfinment mit der Techt ausgestoßen ass bis 31. Juli alles war die Größ eng nennt eng grös Manifestation. Das all dat wat man kennen, wo Hunderten an Hunderten oder sogar heinst du Tausende vu Leiit zu summe kommen. Dat werd bis 31. Juli net erlaubt sinn. Dann eng weiter Frau von RTL und Madame Lehnert, wenn es da Inkubationszeit werdet, recht 2 Wochen oder Lockerung von den Restriktionen feststellen können, ob die Decisionen zu neuen Infektionen gefordert wird oder nicht, müsst ihr nicht aber aufwarten, bis die ersten Resultate von den Antikörpertesten vorliegen. Das geschieht parallel. Ein Indikateur für wirklich eine Echtphase können zu machen, als dass man der Fall vom Konfinement gesehen haben. Die gesehen wir ganz klar. Das konnte ich von einer Woche oder 10 Tagen nicht so nachgesehen. Mir stand Haut gesagt, in der ganz klar. An dem Moment kann ich so a partir von dem Trend also eng Möglichkeit abzumachen. Das Monitoring, das wir auf Platz setzen, das ist parallel, das ist wirklich für die ganze Phase, das zu begleiten, für die bestmöglich zu begleiten. Und das wird sich an der Zeit zeigen. Auch eng weiter Frau Uniech vun RTL, den nächsten Deel den as zwar schon beantwort gin vun des Sektor wie eng Hierarchie vu Sektoren Trickbehalle gin. Fir wat ass ausgerechnet Personal vun der CMCM an net dat medizinisch Personal getest gin. Das ist schwa von der Santé gewesen, das als Patron freiwillig gemacht, weil sie informiert sind, wie auch andere Leute sich freiwillig testen lassen. Das ist allerdings keine Mesure von der Santé. Eng Frau von RTL, Herr Bettel, wie soll der Schülertransport organisiert gehen, wenn ihr wisst, dass ein Busser 2 Meter Aufstand kaum anzuhalten sind? Schülertransport gëtt lo do, wenn se den de Versage gëtt schon ernst das organisiert, wie dat lo de Fall och wär. Wie gesot am Schülertransport huet man firiert vorgestaltet, wo die echt wo die Schad mat der Schoul, do wo den Kontakt vun 2 Meter, den Distanz vun 2 Meter net garantiert gëtt Mundprotektion, also Gesichtsprotektion do eng Obligation. Das heißt, auch am Schülertransport wird so eng Obligation do sinn, wie gesot, wenn wir wissen, dass das ernst das nicht geht. Und das soll ein generelle Prinzip sein, soll nicht Menge so lange keiner am Bus soll ich nicht tun hun. Nee, der Prinzip ist, ich klammen an öffentlichen Transport, ich hun Mundschutz. Und das ist die Regel. Aber wie gesagt, nachher kann ja den Herr Meischwert nur erklären, wie das mit dem Fall ist. Ich möchte mal für die Evitere, für das Leute alle guten zusammen aufhängen, für eben auch Phase an singem an der Rentrée scolaire auch können zu organisieren, also an der Rentrée scolaire. Eng weiter froh und Herr Bettel von RTL. Seid ihr der Meinung, dass der Immobiliensektor an der Krise ist, an do wennst soll können vom Stabilisierungspark dann kurzarbeit profitieren? Der Vizepremier Dan Kersch sagt, es wäre eine Diskussion wert. Also wie gesagt, am Moment den Immobiliensektor wird nicht gebaut. Ja. Gëtt net gebaut an die wisst jo wie man de Preise rufkriegen, das wo man méi bauen. Dat hecht am Moment wie sich net wie do doffre mi gros kenint ginn, wie gesot am Moment ich gif net am Moment das net erlaubt, dass Visiten soll Märe vu bien, das net fir das ein Defilé soll sinn an enger Wuning an kann ich so, dass bis den 11. Mai op jeden Fall vun Regierungszeit net de go könnt, fir dat se dann soll bei andere Leiit schelle goen an mat neien der possible Lokatieren oder Aschtören do Visiten organisieren. Dat fir irresponsabel. Da kann ger so gute Quaffer hin eng Pedikür hin oder egent hin. Do wenn se nee, Leiit sollen evitieren Fremleit, die net am Haus vunnen och können ze empfänken, aber man do op enker so, dass Immobilienhändler soll können ragoen ass dat net de Fall. Mehr haut es derz ginint Alternativen. Et kann in haut der iwwer Internet aber ganz viel Sachen organisieren, a wie gesot den 11. Mai, das schwest sinn a pu wochen. Ich wees wie schwere das fir der Independent, ich wees wie schwere das fir Geschäftsleit, ich wees wie schwere das fir Betrieber, wie gesot hai as eng Situation, wo se awer wissen, dass an de pu Wochen awer nees op enker do Apps nees uleft, wo ich einer Leute hunn, die aber sich überhaupt vorstellen, ob sie überhaupt können enker nees opmechen. An die Distinktion muss ich noch enker machen.
Eng froh oder zu froh, die ich zu summen hole von essentiel. Envisagez-vous d'interdire la chasse, comme en Belgique et en France, en Suède froh? Comment vont les membres du gouvernement personnellement face à la pression? Comment se protègent-ils et à quelle fréquence sont-ils testés? Also wie gesagt, ich fange mit der ersten an, wir können es nicht verbieten. Wenn man nach dabei ein Problem hat mit der Schwingspest, die auch noch eine Realität ist mit der Wildschwein. Ich will just daran erinnern, dass man an das nicht so lange hier Probleme hatten auf den Grenzen mit der Schwingspest. Und ich gebe noch immer keine Garantie, dass das nicht soll gehen. Wie gesagt, eben auch durch eben für die Regulation, für allem auch kein Schwingspest, aber da auch gebraucht, wie gesagt, für allein zu gehen. Das nicht für eine Treibschicht zu organisieren. Das gibt auf jeden Fall nicht gehen. Ne? Mit der Tisch, wie gesagt, wenn ich allein geht, kann ich auch allein fischen gehen. Das ist auch nicht verboten, für Fischen zu gehen. Fett als Regierungsmember ich fütter zu viel am Moment fällt das op manst bis 2 war net 3 Mal Regierungsrat auch woch mich mengen sind exceptionell das eng exceptionelle Situation an sind auch mesureen zu höllen das eine Chance zu holen mir eine permanente Kontakt mit Madame Lina dann ich selber purmol den der iwwer telefon iwwer Reunionen das wichtig mir ohne die anderen Dossiers vergessen mir die noch nicht vergessen dass das Land auch nach weitergeht der Tisch münden Corona, der Covid-19, die wirklich 80% von unseren Dossiers von unserer Zeit auch hält, mit dem Hühner auch nach einer Sache, die muss können weiter funktionieren. Und da schaffen wir auch nach drum. Wie gesagt, lo gibt es keine Ausnahme für die Regierungsmember, dass ich als Regierungschef gefragt habe, für das allwoch getestet, gibt er nicht getestet, gibt mir bis lo, tust die als alles an der Reihe. Ich habe zum Beispiel Reunionen zu Videokonferenzen organisiert, an 3 verschiedene Säle habe ich die letzte Regierungsrede organisiert, für eben auch ein Konfinement zu haben, das steht für die Distanz von 2 Meter auch hört, an eben auch, dass wenn krank gehen, dass dann die anderen, die dann an Quarantäne gehen, fallen nicht, der ganze Regierungsrat gibt ausfallen, an Schulot zum Beispiel der Conseil, wo dann eben die Échange noch waren, über die dort Punkte zu Sendung organisiert, wo ich auch fertig spricht und die Distanz der Security von 2 Meter auch können zu haben. Aber bis zum ass dat se soll eng Masku an den 2 Meter net ka garantiieren an mi hunn Reunioune, wo kein 2 Meter garantiiert hunn, da werden noch Regierungsmemberen eng Mask unhunn fir die Reunion. Eng Frau vun der Vox, wen an den letzten Wochen seit dem Konfinement krank gin ass, den ass dat mat Wahrscheinlichkeit op der Arbeit krank gin. Aktuell sinninnen net dee Leiit, die nach schaffe ganz viel Frontalier, notamment am Gesundheitswesen, an am Handel. Van die Leiit krank gin, gin se an ihrem Pays de Residenz enregistréiert, dann net zuletztch verfälscht dat net die Infektionszöllen. Wenn man eine klare Distinktion zwischen den Residenten und Non-Residenten, bei denen die infiziert sind, das müsste auch im Internet ersichtlich sein, weil natürlich an dieser Situation hier mit einer ganz großen Unzahl von Frontalien eine wichtige Information ist, die man muss monitoren. Wir werden noch, wenn wir Tester machen, Prävalenztester machen, auch da wirklich eine Distinktion machen zwischen Frontalien und Residenten. Dans une zufrage von Luxembourg Times, de quelle manière concrète l'étude de Luxembourg convince sera-t-elle utilisée pour ouvrir davantage l'économie et la société? Un dit tweet fro. Est-ce que le congé collectif dans le bâtiment sera maintenu? Ja, zu der Etude convince, wie gesagt, gibt es ein Foto, das ist ein Monitoring-Instrument, das ist aber nicht direkt korreliert mit einer Mesure. Es gehört zu den Mesuren, die wir en place setzen, für insgesamt den Virus hier am Land zu verstehen, zu sehen, wie er funktioniert, wie er sich ausbreitet. Mit das keine direkte Relation zwischen der Etude, die wirklich just Prävalenz auftestet, wie das man eine Idee davon kriegen an Mesuren, die wir holen. Das wäre echt bei Diagnostiktests. Ein Diagnostiktest natürlich von den Logie an einem gewissen Sektor Resultat bringen, dass du ganz viele Leute wirklich Covid plus wären. Das hat natürlich direkten Impact auf die Mesuren, da müssen den Donor schaffen, dann gucken wir in Konsequenzen in draus zieht. Ich so, der Congé Kollektiv, das hat den Arbeitsminister schon angekündigt, dass du Diskussionen wären mit den Gewerkschaften und noch mit dem Patronat an dem dritten Sektor, wann du dieses Resultat könnt oder ja oder nee, oder ob es verrickelt geht oder nicht verrickelt geht, oder Modalitäten kommen, da wird der Herr Arbeitsminister das auch mitteilen. Mit unseren Gesprächen gewesen, wie gesagt, dann soll der etwas sein, wo ein Akkord zwischen allen Parteien soll kommen.
Die drei nächstfrohe sind allen drei schon beantwortet. Das war von Wortalo Französisch, vom Journal, von der AFP. Dann zur Frage von 100,7. Wie erklärt dir die Leute, dass sie dürfen am Baumarkt Leute mit Aufstand begegnen, mir nicht privat, von der bleibt daheim weiter Geld? Können sie hier Freunde oder Familie so am Baumarkt gesehen? Und dann Basis vu wéi enge Kriterien respektiv Donneien ausser de Resultater vun der Konvinsetude hu Dir Exitstrategie desideiert. Also wie gesagt, mün décidéiert, dass die ganz Bauerbeter an Bricolage müssen können opgemerk ginn van Lot. Erdbeispieler kennen sich auch schon am Kaktus begegnen, weil am Kaktus kennen sie dat och machen. Das kein Unterschied ob der Baumarkt nur obers, weil sie haut schon am Kaktus kennt machen. Dat fir als wichtig als dass die net fir engem op Nerven zu gehen. Wir machen es für die Gesellschaft, wir machen es für ihre eigene Gesundheit. Das heißt, wenn Leute meinen, sie müssen sich mit einem treffen, ist für sie ein Gefahr, dass sie dann nur ein Virus abrufen und weitergehen. Aber wenn sie dann Rendezvous am Kaktus oder am Baumarkt oder dann eben auf einen anderen Platz gehen, ist der But nicht für die Kosmetische zu halten. Das Prinzip ist ja, sich auf das Essentiell zu reduzieren. Ich habe schon gesagt, ein Supermarché oder ein Baumarkt ist nicht der kulturelle Ausflug von der Woche. Es soll sein, für essentielle Sachen sichern zu gehen. Wie gesagt, nur 11. Mai kann ich vielleicht über verschiedene Lockerungen schwätzen, aber bis dann nicht. Ja, ich gebe vielleicht doch noch just beifügen, weil froh wo ja wie erklärt wird, ich meine, muss einen schwach machen, alles am Einzelnen, alle einzelne Kommerz kann sich feststellen am Kleinen, dass das kann so organisieren, dass es geht. Mir geht es darum, dass man global wirklich probieren Bewegungen nach so niedrig wie möglich zu halten. Das ist ein Sektor geholt gehen, den sich nicht nur Shopping-Habituden lasslässt, dass besachlich ist, weil der gut kann enkadrieren, dass er einen ganz großen ökonomischen Impact natürlich wenn der Bau so ist. An derselben Logik, so man mit Baumaterial muss man ja für den Bausektor, wenn man nach wie vor ganz viele Leute auch daheim haben, also natürlich auch eng froh von wirklich die Möglichkeit für die Leute auch können daheim zu beschäftigen, weil sie schon nicht können rausgehen, in dem Moment, wo ich kann daheim eng oder die andere Reparaturarbeit selber machen, hat er doch einen viel Benefik. Ich meine, das mischt Zeit lang, ohne dass du durch aber viel Bewegung generiert. Sie viele Beispiele schon genannt gibt, wie weit geht dann das an das nicht ob. Aber ganz oft sind die Beispiele, die geholt sind, die illustrieren, dass man das ob man dem Kind Leute anstatt spazieren, Shopping, das was man nicht wollen. Es geht wirklich darum, global zu evitieren, dass Leute raus abkaufen gehen, so mal. Außer das, was wirklich muss sein, wie Lebensmittel natürlich. Und eben die heutigen Etappe, wo ihr seht, gut, wenn der Bausektor oberst, dann möchten dann an einer Logik dann kohärenter kann ich das doch für die Privat abmachen. Mit dem allgemeinen Phänomen vom Shopping, die soll wirklich nach Assistat gedrosselt bleiben, das wirklich für eben Vorsicht walten zu lassen. Man muss alles gucken, was das heute für Konsequenzen hat, und dann kann ich natürlich über vieles nur denken, mit das frei für das alles mit Nelo zu machen. Dann eng weiter froh von 100,7 als Dobeltesten an der Exitstrategie 4 gesehen, aber jo, aéi en Sektor an der Betrieber soll dat gemacht gin, a wie bezielt das surtout wie get dat bei den Frontalier gemacht? Im Moment sind die Tester, die gemacht gehen, die Projekte, die laufen, das Material, was vom Stadt kauft, also aber darüber Käse wird bezahlt gehen. Dem Moment, wo von uns gesagt hat, aber für ein Beispiel angeschwert, wenn natürlich so ein Betrieb, der ob seine Käste möchte und das eine Preskription dafür da ist, das ist eine andere Sache. Die Projekte, die wir laufen, die gehen auf die Kästen von der Allgemeinheit, von den so Kassen. Das gehört zum Preis von der Krise. Da haben wir viel Suen daran investiert, weil wir darunter glauben, dass die Tester als Hölle für gut durch die Krise zu kommen. Die sind eigentlich nicht vorgestellt. Also Doppeltester an dem Sinn, dass sie den Gift testen, um zu gucken, ob er gesund ist, nicht. Man kann aber ganz sicher zu doppeltem Testing kommen, wenn etwas an der Prävalenz beunruhigend ist, dass sie dann Diagnostiktester an den Druck schießt, für mehr Präzisionen zu kriegen.
Dann eng weiter froh und ich Madame Lehnert von dem Tageblatt anscheinend das Helpline für Zahndoktoren ziemlich überrascht. Denkt ihr doch rund für den Zahndoktoren zu ermöglichen, für Notfall von hier Patienten zu träieren? Ja min Kenntnis dat fluktuiert huet auch mor eng Reunion just mat den Zahndoktoren bisschen de Bilan ze machen de moment wo ihr gesagt dass du méi demand das wie offer kann den selbstverständlich kann den die Lindegarden erweiteren sind dufir immer derlech mat der Doktorschaft dann noch mat den Zahndoktoren awer am Gespräch fir dat ze gesinn schmengend war. Im Moment hat es stark gezwungen, no gelos, aber das aber konfirmiert an der Dauer, dass die Hotline überlegt ist, da muss man selbstverständlich nur rüsten. Dann 3 Fragen von Reporter. Wie will die Regierung in der nächsten Phase von einer Lockerung vom Lockdown den Kontakttracing assurieren? Bleibt es an diesem Kontext wie bislo beim strikten Nee zu einer Tracing-App an Vajo für was? Abordiert gi enger Rich vu Firma fir Kontakttracing zu machen. Bei den mechte wiss man net wen dann huet, wen se hält, wen se guckt, wie lang se gehalt gehen, wat genau du gespeist gëtt. Mir sind schon demos gesot an Madame Leder an ich, dass heit den Datenschutz habt Priorität huet. Mir sind eure Land mat Spezifizität. Wir wissen, dass man ganz viel Frontalien ha hun. Wat denkt, war mir ha eng App hun zu Lützeburg, die net Frankreich, Deutschland an Belsch mathuelen. Dat heißt, wo die net so funktionieren. Dat heißt, wann eng Lesung gif kommen, op europäischem Niveau, wo man da gife fertigspringen zu, wo wirklich den Datenschutz respektiert gëtt. Wo ich net, weil ich dann am Haus, am Haus, am Appartement drüber in hun die positiv getestet hast, heißt all der dann ein Signal kriegen, dass ich mat engem an der Nachbarschaft sind, die getestet gehen hast. Das wann an der Busklammer net do ein Signal geht, für so die Dote, wo positiv getestet geht. Es sind zu viele Frauen haut nach op, wir können so, dass wir für so eine App sind. Wenn all die Garantien da sind, auch vom Sektor Demand könnt für so etwas zu machen, sind wir bereit, also einen Tisch zu sitzen, für darüber zu diskutieren. Aber im Moment tun wir das nicht. Im Moment gibt es so 7, 8 Länder, die so eine App haben. Weil durch den Tracing, das heißt, dass ich am Anfang, wenn ich positiv getestet bin, ein Signal rausgehe und all die Leute, die ich dann, ob Männer wie 2 Meter oder bis 2 Meter gesehen haben, während einer Dürre von 15 Minuten, die kriegen eine Alert, wo sie gesagt kriegen, die letzten 2 Wochen oder die letzten 10 Tage oder gestern oder heute beginnt, die Corona-positiv war. Es gibt andere Appen, die so, sobald die Corona hat, an irgendwo patsch, geht das Signal und für zu sagen, du bist in Kontakt, wenn man denkt, die Corona kriegt wird. Das heißt, es 7, 8 Länder, die das machen. Es gibt verschiedene Länder, die machen eine App, an die haben wir auch gemacht. Wir haben am Anfang das Zwiebel von den Kranken zu machen. Das heißt, wo sie am Anfang geholfen kriegen, wir können noch das Zwiebel von ihnen zu machen, auch die Evolution zu gucken, von Fever an etc., wo Madame Gesundheitsminister auch gemacht hat. Da gehen es nach Appen, die am Anfang, das ist ein holländisches Modell, seht, auf einer Gegend am Fong Fall sinn. Das am Fong für geografisch können eine Karte machen, wo die meisten Fall sind. Also wie gesagt, wir sollen als Gräß nicht vergessen, wir sollen auch nicht vergessen eben über Proximität, die vis-à-vis von dem anderen auch hört. Aber wie gesagt, solange die Frohe nicht klar sind, von Datenschutz, wer das geguckt hat, wen das gehalten hat, wo die Garantien sind, als das Regierung echt skeptisch vis-à-vis von einem Projekt, wenn ihr nicht all die anderen Garantien hört. Und seht, wann Europa etwas möchte, wo man die Garantien alle gut zusammen haben, schließt man selbstverständlich nicht aus, für uns unzuschließen, wie viel Lodo noch 40 Jahre gelebt. Man hat mir eine Demande gekriegt von Gesellschaften, die haben gesagt, komm, ihr macht das, wo man aber die Garantien alle gut nicht tun. Also solange man kein transfrontalier Projekt haben, wo man all die Garantien haben, wird ich auf jeden Fall als Digitalisationsminister und noch als Kommunikationsminister auch nicht gering Lot gehen. Eng froh vom Journal bleiben Centre de Soins avancé bestoen. Ja, die bleiben als sicherlich bestohlen. Wir evaluieren noch dafür, wie die Flüge sind. Da sind schon Adaptationen gemacht, die von den Öffnungszeiten verschiedene noch schon ein bisschen ausgebaut gehen. Ich weiß, dass zu Esch war ganz viel Affluenz im Moment. Am Moment ist es normal, dass die Aktivität ein bisschen zurückgeht. Das ist auch das, was wir uns erhoffen, was Hand an Hand geht mit der Zuwachs von Neuinfizierten, die am Gangen als Ruf zu gehen. Aber selbstverständlich muss man halt die Zentren aufrecht. Das gehört zu dem ganzen Umbau vom Gesundheitssystem, den
oprecht erhalen bleibt, weil wie gesagt, wir sind nicht dadurch, aber mit all Fass, wo man natürlich immer als bewusst, dass wir Risiko haben, dass Zahlen im Licht drauf gehen. Das wird man wollen, dass eine Vitesse de Croisière, wo der Virus halt irgendwie sich alles weiter verbreitet, auf eine Vitesse, die man gesteigt kriegen. Das ist das Ziel. Insofern, also nicht, weil zu diesem Zeitpunkt Aktivitäten liegt zurück, das ist ein ganz normal Sache, dass ich alles zu machen. Das genau der Gegenteil. Wir haben die Sachen so en place gesetzt, dass sie wirklich sollen durch die ganze Krise aufrechterhalten bleiben. Dann noch neu, wenn gucken, ist ein bisschen Unzieht von neuen Infektionen, dass das natürlich alles da ist und direkt kann auf vollen Touren laufen. Dann zur Frage vom Tageblatt und ich, Herr Bettel. Deutschland wird die Kontrollen seiner Grenzen zu Luxemburg laut Medienberichten um 20 Tage verlängern. Wurde die Luxemburger Regierung darüber informiert? Und was halten Sie von der Informationspolitik der deutschen Regierung? Dann nach ein weiter Frage vom Tageblatt direkt noch. Wie lange ist das Maskentragen angedacht und welche Strafen werden ausgesprochen, wenn Menschen in den nächsten Wochen ohne Masken einkaufen gehen oder im Bus sitzen? Also die net von den deutschen Autoritäten informiert gin, dass sie die dote Mesuregife verlängeren, man schneieren, dass der App ist, wo sie de Moien auch desideiert tun, an direkt auch die Info rauskommen. Ich muss sagen, dass man ganz oft bei den deutschen Kollegen am Anfang haben laufen, dass sie Mesuren nur können, dass mir dann eben gucken für Management zu kreieren, für aber ob viable Situationen auch können zu kommen, über die Releen, ob das der Außenminister ist, ob das den Sicherheitsminister ist, ob das Gesundheitsminister ist oder ich selber auch mal Bundeskanzleramt, dass ich mir gucken, nur für immer Management zu kreieren. Wir müssen so, dass man nicht viel informiert gehen von den Kollegen. Wir haben da mit anderen Notbeschländer, wo man mehr proaktiv am Voraus informiert gehen, wie das bei den deutschen Kollegen der Fall ist. Und gesagt ja auch, dass zwischen dem Rheinland-Pfalz und dem Saarland verschiedene Ministerpräsidenten mehr strikt Regeln fordern, kriegen wir auch gesagt zu Berlin wie andere. Wie gesagt, das ist eine unilaterale Decision von ihnen. Wie gesagt, wir hatten ja auch die Diskussion für die Badger zu holen, der Tisch für das Pendler können miséier durchgoen, wann der Doden alles auch funktioniert, als der Möglichkeit für das Lo auch kein Riesestauen sich provozeieren. Dann die andere Sache mit den Masken, das wie gesagt am Moment als der eine Obligation an wie man dem Monitoring 4 Mai als alles so wie haut desideiert. Der Tisch Fedrun gëtt auch nicht gerüttelt, außer wie gesagt mir gibt Lo groß Änderungen kommen an den nächsten 10 Tagen, die kommen, die dann als nicht forcieren, mir encouragieren für Mesuren zu holen. Mir das wäre Fehler. Wir müssen hier, und da geht es drin, warten, bis wir den Effekt von dem ersten Dekonfinement haben. Wir können über andere Mesuren, andere Lockerungen schwätzen. Es wäre irresponsabel, lo all die Efforten, die man all zusammen gemacht haben, über Bord zu gehen, weil man so viel ungeduldig sind, wie von Haut auf nur etwas zu lockern, wo man nur einen ganz teuren Preis dafür bezahlen. Und es sind am Text auch Sanktionen für gesehen, ich meine, geht von 25 oder 35 Euro bis ein gewissen Monat, ich kann nicht mehr auswendig mit den Sanktionen für gesehen, und selbstverständlich soll das dann auch die Leute, die Schnitt halten, ob den Plätze, wo es auch gefordert ist, sich Regeln zu halten, sind das schön, wenn in den Protokoll muss bezahlen, weil es nicht in Regeln hält, die am Anfang gedurcht sind, schüss für sich einer Matbürger zu protegieren. Eng war der Frau von RTL als entretemps beantwortet gin, dann eng Frau von Reporter oder zufroen plant Regierung an enger von den nächsten Phasen eng spezifisch Isolierung von Risikogruppen an wie definiert Regierung die Risikogruppen respektiv die vulnerable Leid wie Ministerin Lehnert sot. Also die ganze Strategie de Protektion vis-à-vis von den vulnerablen Leuten, die bleibt weiter erhalten. Wir haben nur ganz strenge Instruktionen an den Spitälern, wo Patienten leiden, die wirklich besonders exposiert sind, an den Altersheimen und so weiter. Das bleibt aufrecht erhalten. Das ist aber auch keine Zusatzstrategie in dem Sinne angedeutet für Leute en Gruppe irgendwie zu isolieren. Den Isolement sich, das heißt, da wenn ein positiv getestet ist, den wird sich nach wie vor müssen isolieren. Das ist so vorgesehen, das auch Haut schon das Protokoll so viel gesehen ist. Dafür, das ist nichts Neues, außer es gibt vielleicht froh nicht richtig Blicken, worauf es rausgeht. Also der Schwerpunkt das gesagt in den nächsten Phasen wie möchte dort spezifisch Isolierung von der Risikogruppen. Ich kann mir vorstellen, dass es gemengt das Leid an den Altersheimer an zweitens wie definiert den dann die vulnerable Leid wen das vulnerabel an Zukunft
Also wir haben sich eine Definition von den Vulnerablen, die erst von Anfang an von der Krise relativ stabil, das über 65 Jahre und dann eben eine Reihe Krankheitsbilder, die abgezählt sind, die typisch eben am Kontext vom Covid sind und machen das Leute als vulnerabel konsideriert. Insofern hast du du hast noch keine Variation gewesen und du hast auch kein Ungeduld. Also es gibt nicht neue Erkenntnisse, dass neue Kategorien zusätzlich als vulnerabel sollten gelten. Dann zur Frage vom Tageblatt, den ersten Teil, wie lange muss der Etat de Krise nach aufrechterhalten gehen, an hat die Regierung sich schon mit der Chambre darüber beraten. An den zweiten Teil richtet sich dann um Madame Minister. Den ersten Teil, das war davon schon beantwortet, mit dem zweiten Teil sollen die Leute, die ihrem Schaffen gehen, auf der Arbeitsplatz getestet gehen, zum Beispiel durch Fevermosen. Ja, also auf der Arbeitsplatz, da sind wir am Gangen, zusammen noch den Arbeitsminister mit den einzelnen Sektoren zu gucken, was Mesuren sind, was kann en Platz gesetzt gehen. Das wird noch detailliert gehen über die nächste Stage. Generell Richtlinien werden da hängen gehen. Fevermosen kann eine Mesure sein, das aber nicht generell angedeutet nach, weil es auch zu Anfang von der Krise mal ganz umstritten war, weil sie braucht mal ein Paracetamol geholt, so wenn sie irgendeiner andere Ursache, da weist kein Fever unter, das irreführend, also das eine Möglichkeit, aber kein die grausam Vordergrund gibt strohen an dieser Strategie. Ja, die Etat de Krise, der Büter ist nicht, dass die Regierung bis letzten Tag will werden, für den Etat de Krise beizubehalten. Die Etat de Krise ist eine Situation exceptionell, für Antworten zu gehen auf eine exceptionelle Situation, sind exceptionelle Mesuren. Das, was wir aber haben, ist, dass wir auch gewisse Incertituden haben. Das heißt, wenn wir die Etat de Krise abheben, da fällt alles. Das heißt, wir müssen verschiedene Texte über Gesetze umsetzen lassen. Und wir sind am Gang zu gucken, wie ich kann am Anfang ein Pandemiestext, weil die hat ja verschiedene Möglichkeiten, keine Loi d'habilitation, keine Pouvoir spéciaux oder einen spezifischen Text präparieren über die Pandemie, wo da Kompetenzen auch gibt und gesundheitsministerisch kommen, für da verschiedene Mesuren zu holen. Weil solange wir Garantien tun, da sind aber kann auch Lockerungen, weil wenn den Text ist, soll ich nicht vergessen, dass der Text kann geändert gehen, wenn der Text auch abrogiert geht, durch den ganzen Prozessus legislativ. Da wenn sie schaffen wir einen Text, schon auch heute Morgen am Regierungsrat mit der Kollege festgehalten, dass man dort zusammen, das Santéministère, das Justizministère und das Staatsministère zusammen mit dem Conseil d'État mit der Chambre und einem Text schaffen, den man können so sehr wie möglich dann auch können deposieren, also sobald den Kraft getreten gestimmt geht und dann auch an Kraft tritt, als dann noch Möglichkeit für dann ziemlich rapid auch den Etat de Krise können zurückzuzeigen. Also wie gesagt, das ist den Wunsch, den wir haben, zum Beispiel Festivitäten, wie eine Restriktion nicht kann oder nicht kann, brauchen aber ein Basis legal, die auf festen Beinen ist und dafür wird Möglichkeit auch für Pandemiesgesetz können zu präparieren. Eng Zusatzfroh vom Letzteer Land iwwer den Kontakttracing. Die Regierung huet gesot, sie wie géint den Kontakttracing iwwer eng App zum Beispiel. Nun as dawer so, dat die digital Moyen Vierdeler hätten, wat fir Alternative gedenkt Regierung zu nutzen, die gerade so effikaz wäre wie eben just Kontakttracing. Also wie gesagt, die App, wir hunn am Moment keine europäische Solution, die man präsentiert haben. Es sind in Kontakt auch mit dem europäischen Kommissar, um zu gucken, wie das geht. Aber wie gesagt, Gesundheitsminister ist am permanenten Kontakt auch mit den Chercherinnen, mit den Medizinern, um zu gucken, wann du eine Solution gibst, rausschielen, wo ich so nicht tot gif gehen, aber mit all den Garantien, die wir haben, sind wir bereit, auch auf die Weg zu gehen. Mit gehen am Regierungsrat, weil ich habe gesehen, dass gemengt gehen für Divergenzen an der Regierung. Es gibt keine Divergenz an der Regierung. Wir alle insistieren, für das ein Datenschutz eine Regel bleibt, die respektiert wird. Also solange ich nicht weiß, was mit den Données geschieht, weil die Schweiz ist von Tracing, mit dann ist noch immer Données da. Wen die Données gesagt, wie lange sie geguckt gehen, von wem sie können geguckt gehen, solange die Données in alle Güte nicht garantiert sind, an eine Interoperabilität zwischen verschiedenen Ländern, gibt es Schwierigkeiten, für uns das zu akzeptieren. Wie gesagt, Gesundheitsminister hast du einen permanenten Kontakt, aber wenn eine Solution gibt kommen, wo in der Meinung ist, dass all die Garantien gibt, die mit dem Bürger dann auch können gehen. Weil wir können nicht die Leute so melden, und auf der anderen Seite sind wir nicht sicher über die Nebenwirkungen von einer gut gedurchten Idee mit Nebenwirkungen, die es kann bringen kann. Ist das nicht ein Weg, wie ihn soll als Garant auch von der Rechte von den Bürgern als Staat agieren?
Danach eng froh und Madame Lehnert d'Antikörpertester sind, also eng froh vom Vox, d'Antikörpertester sind nicht zu 100% zuverlässig an das nicht gewusst, wie lang eng Immunität unhält. Trotzdem schenkt dir zuversichtlich, dass die Tester einen zuverlässigen Überblick vermitteln. Für was? Aber es war nicht sicher, als mit dem Coronavirus, dass das nicht nach richtig 100% sicher ist, dass alles neues Material, die Forschung evaluiert von Tag zu Tag und das klar, das Stand haut nach kein Test wirklich 100% sicher ist. Dafür sind wir bemüht, wirklich auch das neueste Material wirklich zu testen, zu gucken, wie in da sie überzeugt wird, man nicht mehr holen und du hast ganz viel Evolution. Insofern ist es zuversichtlich, weil ich weiß, dass man mit das beste Material hier zur Verfügung haben zu Lützeburg. Und ich gebe auch schon beifügen zu den Alternativen, die in hohe Teststrategie als natürlich die beste Weg für Dunkelziffer zu erfassen. Und ich hatte für drunter erwähnt, Lützeburg leidet wirklich weit viel mit seiner Teststrategie mit einer relativ kleinen Dunkelziffer, sodass bei uns den Druck für wirklich so eine Tracing-App über zu vielleicht mal größer als wie in anderen Ländern, die eine enorm große Dunkelziffer haben. Wenn eine enorm große Dunkelziffer hat, tut gar keine andere Moyen, wie in so eine Richtung zu gehen, während mehr Richter an der privilegierten Situation sind und auch weiterhin wirklich können darauf bauen, ganz breit zu testen, wo wir wirklich ein gutes Bild kriegen. Und insofern erklärt das auch vielleicht, dass das nicht als größte Priorität ist, wir spielen, das hat ganz viel Interesse als Recherche, wie ja doch die Arbeiten, die laufen. Wir bei uns ist effektiv, wir haben die Privilegien, können wirklich auf einer Piste weiterfahren, die sich mehr genau ist, wie das ändert. Das ist eine Notbeholfe für Dunkelziffer zu gehen, wo wir eine Moyen noch im Moment tun, die wir am Einsatz haben. Eng Frau von Blumberg, können Doktoren, die nicht am Spital schaffen, ihre Praxisen auch ab dem 20. April abmachen, wann die 2 Meter Aufstand als sonstige Mesuren an der Salle d'attente garantiert können sein? Du sind im Moment am Gespräch mit der Doktorschaft, dann noch mit der Spitäler. Du wisst, dass der Gesundheitssektor genauso wie die ganze Wirtschaft eben noch in einem gewissen Sinn aufgefahren gehen ist. Das heißt, am Moment ist es so, dass justement für die Kapazitäten freizuhalten für die Covid und noch für die Leute aus der Zirkulation rauszuhalten, die Aktivitäten, ob das zurückgeführt ist, was wirklich unbedingt muss sein oder was nicht kann ausgesagt gehen. Selbstverständlich muss ihn auch das lösen überdenken. Selbst kann ihn auch mit einer Handbremspolitik just eine Kurzzeit halten. Und da sind wir am Gangen über die nächste spätestens nächste Woche zusammen mit der Doktorschaft zu gucken, wie Prioritäten Werte sind, was abgeht, wird doch nicht alles von einem auf den anderen können abgehen, aber auch da wird das stufenweise gehen, noch Prioritäten, wo man das sicherlich an Zusammenspiel mit den konzernierten Akteuren werden machen. Da kommen wir bei die letzte Frage dann von RTL. Herr Bettel, gouf Reouverture von den Chantieren mit den Notbeschleunern aufgeschwart für Probleme auf den Grenzen zu verhindern, notamment wenn es die Frontalieren. Also wir haben die Leute informiert, dass man Chantier abmachen für sie, wo das kein großes News, weil sie es nicht zugemacht hatten, die wohl konträr eine Überraschung, dass man sie zugemacht hatten. Wie gesagt, wir bereiten die Decision, dass man sie zugemacht haben. Und wie gesagt, ob das die 2 Nummern, die ich 4 zitiert habe, die Information durchgegangen, also wie gesagt, das keine Reperkussionen mit sich bringen. In Deutschland haben wir am Moment eine Regelung, dass sie kann als Frontalier ja Zertifikat auch machen, für mich sehr durchzugehen. Das ist ja die Proposition, die auch von der Europäischen Kommission gemerkt ist. Aber wie gesagt, das soll die Regel auch bleiben, den Unterschied zu machen zwischen denen, den einfach durchführt, den nichts zu dienen hat, oder den die Pendler, an denen auch sehr soll durchgehen. Das heißt, du gibst nichts sich ändern, dass du normalerweise nur müsste Neustauen, das stand auf der deutschen Grenze provozieren. Aber wann Probleme wäre gelebt, wir haben mit unseren deutschen Opern immer eine kurze Tische Ohr, den als der Nullläuft, dann guckt den ganz oft der Nulllesungen zu finden. Wie gesagt, am Moment haben wir mit den Deutschen den Akkord, dass sie normalerweise mehr sehr so gleich durchschlussen, wenn sie die Vignette auch haben. Voilà, merci.